Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die nun den Klaus-Lagigsten Song aller Klaus-Lage-Songs von mir hören wird, Rosanne Jansson. Und das ist tatsächlich der einzige, den ich kenne. Ich muss meine Euphorie, als du mir am Anfang vom ersten Teil das angekündigt hast, dass du jetzt jedes Mal Klaus Lage singst und ich so freudig, oh wie schön, das beruht auf einem Irrtum. Aber jetzt lass uns doch den berühmtesten Song der Klaus Lage Band hören. 1000-mal berührt, 1000-mal ist nichts passiert, 1001 Nacht und es hat Zoom gemacht. So, Wolfram, nochmal. Das ist kein Mandolinenstück, das ist ein Rocksong. Du kannst dir hier kurz einspielen, wie er richtig klingt. 1000-mal berührt, 1000-mal ist nichts passiert, 1001 Nacht und es hat Zoom gemacht. Hey, die ganz große Frage. Was ist eigentlich Zoom in diesem Lied? Ja, spürst du das nicht? Hast du nie den Zoom gespürt? Den Zoom. Das hat Zoom? Den zwischenmenschlichen Zoom. Nein, einfach wenn in dir mit einem Mal entweder das Kettenhemd, das sich um dein Herz gelegt hat oder nein? Ich dachte, das haben Männer ganz oft, die Erkenntnis, oh Gott, es war ja schon immer da vor mir. Es gibt ganz viele Lieder, die genau so was behandeln. Mandy zum Beispiel. Es geht immer darum, ich hab nicht, ja gut. Das kenne ich wiederum nicht. Ja. Nee, ich dachte eher wie vom Ranzoomen, dass man immer ganz nah aneinander ist. Ach so, nein. Ja, aber ist das Gesicht halt nah, wenn man sich küsst, dann ist man nicht mehr einen Meter entfernt, sondern 3 Zentimeter. Sehr schön, so habe ich es nie gesehen. Bei mir war es immer so quasi so eine Laserlichtshow-Explosion aus dem Brustkorb. Wunderbar. 80er halt. Gut, wir sind beim 3. Teil von Monopoly, dem Krimi mit Vijay Kumar, dem besten indischen Privatdetektiv der Schweiz. Susanne, du schaust mich mit großen Augen an. Ja, aber ich immer noch überlege, wo du darin den Zoom siehst. Wir nehmen deine Zoom-Definition, die des Anziehens. Es geht um meine Zoom-Definition und den Versuch zu zoomen in dem heutigen Hörspiel. Sehr schön umschrieben. Gut. Oder? Ich finde, es gab ja schon Zoom-Versuch in den ersten beiden Teilen. Und heute gibt es wieder einen sehr schönen Zoom-Versuch. Das ist ja wirklich Highlights für mich beim Vijay Kumar. Das ist immer sehr lustig. Und auch im heutigen Teil. Das wäre ein neues Wort. So ein Insider-Wort nur für uns und euch. Genau. Immer wenn wir vom Zoom sprechen. Gut. Es wird aber natürlich nicht nur gezoomt, sondern auch in einem Kriminalfall ermittelt, oder? Ja, wir steigen ein in Fionas Büro. Weil Vijay jetzt wirklich findet, es reicht. Er kann Sandrine alleine nicht mehr helfen und sie auf ihrer Einzeltour schon überhaupt nicht, sondern Fiona und die Kraft und die Möglichkeiten des Staates müssen jetzt helfen, um Marie zu finden. Und dann wird eigentlich nochmal ganz gut zusammengefasst jetzt im Büro, wie weit die Ermittlungen von Vijay sind und was Sackgassen sind. Und genau. Dann viel Vergnügen beim 3. Teil von Monopoly von Karin Berry und Sonny Nilmann. Viel Spaß. Was soll ich dir zurückgeben? Was weißt du ganz genau? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mit der Marie reden. Du stellst gar keine Bedingungen. Sie ist meine Tochter und wenn... Und Sie erkennen die Stimme auf dieser Aufnahme also nicht? Ich habe keine Ahnung. Der Oli ist es auf jeden Fall nicht. Sehe ich genauso. Frau Lacroix, wir gehen jetzt gemeinsam durch, wer ein Motiv haben könnte, Ihre Tochter zu entführen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wie heißen Sie schon wieder? Fiona Barbanegra, Kommissarin der Kriminalpolizei Zürich. Wir können uns auch gerne duzen, wenn das der Konzentration zuträglich ist. Ich bin noch nie mit der Schmied per Du gewesen. Sandrine, geh. Es gibt für alles ein erstes Mal. Also, Schulden, Alles zahlt. Bis auf den letzten Trappe. Kontakt zum Drogenmilieu, Drogenmilieu. Ihr mit eurer bünzligen Weltansicht. jemand aus der Szene halt. Junkies, Dealer, Hab keinen Kontakt mehr. Zu niemandem. Ex-Liebhaber. Habe ich gemeint. Aber eben, der Oli ist es nicht. Und sonst... Ich bin ziemlich lang drauf und dann im Entzug. Keine Ahnung. Und jetzt krampfe ich mir den Arsch ab, dass ich Marie und mich durchbringe. Keine Zeit für Typen. Aktuelle Liebhaber. Habe ich doch gerade gesagt. Keine Zeit. Spult ihr einfach ihr Programm ab oder lasst ihr mit zu? Sandrine, das hilft nicht. Arbeitgeber. Ehemaliger Arbeitgeber. Was hat mein Job mit dieser Entführung zu tun? Warum sollten die... Einfach antworten, Sandrine. Nein,
kann ich mir nicht vorstellen. Geht doch. Warum auch? Im Kaffee läuft's gut und beim Putzen auch. Gut, dann sonst jemand aus deinem Bekanntenkreis. Jemand, mit wem du dich gestritten hast oder eine offene Rechnung. Mein Bekanntenkreis ist winzig. Ich kann es an einer Hand abzählen. Sicher, mehr nicht. Ich musste ganz von vorne anfangen, VJ. Bei Null. Ein neues Leben. Anders funktioniert es nicht. Sonst wäre ich gerade wieder auf der Gasse. Ich habe 2 Jobs, arbeite 10 bis 12 Stunden am Tag. Wenn, bitte schön, soll ich Leute kennenlernen? Okay, dann zäumen wir jetzt das Hündchen von hinten auf. Das Pferd. Wie bitte? Ein Pferd von hinten aufzäumen. Nicht ein Hühnchen. Danke, VJ. Also, wer glaubst du, hat Marie entführt? Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Ich bin entweder am Pennen oder in einer Bar und kann darum gerade nicht abnehmen. Hinterlass mir doch einfach deine Message und wenn ich wieder nüchtern bin, dann melde ich mich. Vielleicht. Ja, habe ich schon gesagt, das ist die Combox von Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Der Entführer kennt Sandrine. Ziemlich vertrauter Umgang, so wie er auf der Aufnahme klingt. Er weiß, wie sie heißt und wo und wann sie arbeitet. Ja, und ich glaube, dass sie wirklich keine Ahnung hat, was er von ihr will. Ich meine, sie hat ihm doch das, was auch immer das ist, subito zurückgegeben. Und die ganze Sache bilateral und ohne Schmier. Hallo? Sorry, ohne Polizei geklärt. Womöglich ist etwas in ihrem Besitz, von dem sie gar nicht weiß, dass sie es hat. Ja, und wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Entführer bei der Sandrine eingebrochen ist. Man hat alles auf den Kopf gestellt, aber laut der Sandrine nichts nada mitgenommen. Junkies hätten alles mitgehen lassen, was sie irgendwie zu Geld machen können. Genau. Und ein professioneller Einbrecher würde kaum in eine Sozialwohnung einsteigen. Außer... Sie seid verzweifelt, der Einbrecher. Okay, ja, wahnsinnig lustig. Look, also sind wir uns einig, he? In der Wohnung gibt es nichts zu holen. Aber am Arbeitsplatz? In dieser Café vielleicht? Ja, vielleicht. Ich glaube zwar nicht, aber wer weiß. Ich gehe dem nach. Und du hältst dich nach wie vor schön dezent aus der Sache raus. Ja. VJ, ich weiß, dass du dich nicht dran halten wirst. Aber sag mal, unter uns Pfarrerstöchtern, so wie es gerne Miranda sagt, was ist dein Geheimnis? Die Menschen vertrauen dir. Mir nicht. Ach komm, jetzt Blödsinn. Sandrine ist mega froh, dass du ihr hilfst. Ah, VJ, hör auf, die Situation schön zu reden. Sandrine vertraut dir, mir nicht. Du brauchst mich einfach. Wie wäre es mit einem lockeren Zusammenarbeit? Assistenz, sozusagen. Wow, schön, das zu hören, Fiona. Gibt's noch einen offiziellen Badge, irgendetwas, einen Ausweis? Ehrenamtlich, VJ. Ehrenamtlich. Du hältst mich auf dem Laufenden? Ja, logisch. Ein letzter? Absacker? Geht auf mich. Na, dann sowieso. Nochmal dieselbe. Was ich noch gerne aufgreifen möchte, Ui, hat sich José bei dir gemeldet? das hat ja müssen kommen. Fiona. Ich bin ein großes Mädchen. Also, Ja, kurz auf Combox geredet. Merci. Ja, Prost. zum Wohl. Cheers. Wo ist der? Bora, Bora. Oha, oha. Und? Und was, Fiona? Naja, was treibt mein Joselito so? Look, wenn ihr zwei findet, ihr braucht eine Beziehungspause, dann macht das. Aber dann halt dich auch dran. Ich will ja nur wissen, ob es dem Vater meines Sohnes gut geht. Rüst ihn doch an. Er geht nicht ran. Das hat sicher seine Gründe. Wenn diese Gründe Bikinis tragen, die in eine Zündholzschachtel passen, dann... Prost. I'm crying 'cause I love you. Yes, you are. Endlich.
geschafft. Hättest du sehen, ich habe so was bei dieser Besprechung. Fast ein bisschen streng geworden. Streng? Ja, sehr, sehr, sehr. So eine gute Idee von dir, der Abend bei deiner Mutter übernachtet zu lassen. Ich habe nicht immer gute Ideen. Lass Leute. Aber... Meine zwei. Okay. Weißt du... Das nicht schmecken. Ich weiss, aber... Bitte. Nicht. Ach, okay. Das ist nur meine Mami. Was? Ja. Nimm sofort ab. Sicher etwas mit dem Harvey. Ja, Mami? Ach, bitte, endlich. Wo bist du denn? Daheim. Ich versuche, dich die ganze Zeit zu erreichen. Und du, Mami, bitte. Was ist? er hustet. Oh, shit. Und in der letzten Stunde hat er auch noch Fieber bekommen. Ich komme. Ich komme. Das hätte ich jetzt gerne in einem anderen Zusammenhang gehört. Okay, du, Mann ist unterwegs, ich komme gerade. Tschüss, Mami. Ciao. Okay. To be continued. Tschüss. Komm, Schatzeli, komm zu Mama. Ich mach dich glücklich. Ja, das bin ich doch schon. Komm. Wie heißt es? Paradise. Denn das erwartet dich, wenn du mitkommst. Und kommen tust du garantiert. Das habe ich heute im Fall schon mal gedacht. Okay, Paradise. Weißt du, wie du mich könntest glücklich machen? 50 für Blowjob. Für 100 kriegst du alles. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Tis und Toni, kennst du die? Oh. Baby. Drogen sind nicht gut für dich. Komm zu mir. Ich mach dich auch high. Kennst du die zwei? Das Pusher-Duo. Ja? Lass dein Geld lieber bei mir. Wo verdicken sie das Zeugs? Brauerstraße. Ah, super, merci. Aber nachher kommst du zurück, okay? Also gib nicht alles aus. Ja, mal schauen. Ciao. Paradise wartet auf dich, Baby. Mua. Paradise is here. Hey, Tis, Toni, euch zwei habe ich gesucht. Sugar, Cola, Fentanyl? Nein, ich brauche etwas anderes. wir können alles besorgen. Alles? Ich kann... Warte. Du bist doch der Typ, den wir gestern mit der Sandrine getroffen haben. Stimmt. Ja, stimmt. Ich habe ein paar Fragen. Fucking Schmierlappen im Zivil. Oh nein, gar nicht, glaub mir's. Aha, was willst du dann? Ja, was willst Ich bin wegen der Sandrine da. Die? Ja, die schuldet sie jemandem Geld. Wieso willst du das wissen? Sie hat ein Problem. Erzähl mir etwas Neues. Die Frau steckt seit ich sie kenne immer bis zum Hals in der Scheisse. Sie hat ziemliche Schulden gehabt. Ziemliche Schulden. Bei euch? Bei uns. Bei anderen. Aber irgendwie hat sie alles abgezahlt. Alles. Alles? Alles. Wenn ich sage, meinst du, wir hätten gestern so locker mit ihr plaudert haben? Bei uns willst du keine Schulden haben, die du nicht kannst zurückzahlen kannst. Glaub mir. Glaub mir. Das glaube ich. Okay, der Martin. Weißt du, was wir gestern davon gehabt haben? Was ist eigentlich so seine Story? Wie kommst du jetzt auf den Meierhofer? Wir haben ihn gesucht. Wir sind gute Kollegen. Gute Kollegen. Wir haben ihn aber schon lange nicht mehr gesehen. Schon sehr lang. Viel zu lang. Du weißt auch nicht zufällig, wo er ist. Keine Ahnung, nein, ich kenne den Martin Meyerhofer gar nicht. Alles, was ich weiss, ist, dass er der Sandrine einen Job als Putzfrau bei seinem Vater, irgendeine Immobilienheini, MH Immobilien, vermittelt hat. Ah, wirklich? Interessant, habe ich gar nicht gewusst. Der Immobilienmeierhofer ist schon Martin, sein Vater. Sein Vater. Genau. Anyway, sorry. Ja, Miranda? VJ, du glaubst nicht, was ich gerade gefunden habe. Ein graues Haar. Hallo? Du weißt ganz genau, dass es an meinem Körper kein einziges... darum geht es jetzt gar nicht. Wo bist du? Ich stehe da gerade vor der MH Immobilien. Die Bude von meinem ehemaligen Vermieter, im Meierhofer. Du meinst den alten Meyerhofer? Meierhofer? Ja, der weigert sich ja mit mir zu reden. Darum habe ich gedacht, ich fahre jetzt da raus auf Uster und gehe persönlich vorbei. Was ist mit dem Meierhofer? Ich brauche eine Wohnung, VJ. Dringend. Nein, nicht der Martin. Ich bin da ein bisschen umspaziert, weil ich den Eingang nicht sofort gefunden habe. Und bin dabei zufälligerweise in der Tiefgarage gelandet. Martin gefunden? Miranda, sorry, warte schnell. Nein. Es ist bei seinem Vater. Ich muss. Ciao. Ciao. Und ciao. Ja, ich bin wieder da. Also, Tiefgarage. Und was steht da? Auf einem von diesen Parkplätzen von MH Immobilien?
Ein Auto? Nicht irgendein Auto, ein schwarzer Skoda Octavia. Miranda, es gibt hunderte von Schwarzen. Aber auf der Seite ist der Lack verkratzt. Mein Ring passt haargenau in die Rille. Oh, fuck. Okay, Miranda, jetzt hörst du mir ganz genau zu. Ja, ich bin die cleverste und attraktivste Assistentin, die ein Detektiv je hatte. Ich sage jetzt, hör mir zu. Du bewegst dich nicht von der Stelle und auf gar keinen Fall gehst du allein in das Gebäude. Ist das klar? Ja, ist ja gut. Ich informiere Fiona und komme dann sofort auf Uster. Schau, gerade da vorne. Schwarze Skoda Octavia sichergestellt. Hey, schaut da, der Kratzer von der Miranda im Ring. Das ist der Karren von der Entführung. Aber was hat diese Immobilienfirma mit der Entführung zu tun? Das passt überhaupt nicht zusammen. Vielleicht hat der alte Meyerhofer die Marie entführt. Ich meine, einer, der so einen Mietwucher betreibt, der frisst auch kleine Kinder. Ich glaube, das macht keinen Sinn, Miranda. Ich meine, was könnte der alte Meyerhofer schon von der Sandrine zurückwählen? Eine Vase, die sie gestohlen hat oder so. Unsinn! Niemand entführt ein Kind wegen einer Vase. Ja, aber es wäre gerade so praktisch. Einmal Bösewicht, immer Bösewicht. Ja, aber so läuft das nicht, Miranda. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach rein und fragen, wer es war. Vielleicht ein bisschen subtiler? Der Begriff kommt in meinem Wortschatz nicht vor, Tigerli. Ich bestelle erstmal mein Team hier rein, damit sie die Spuren sichern. Vielleicht finden sie DNA, die uns weiterhilft. Firmenwagen, den jeder braucht. Schwierig. Also beziehungsweise viel zu viel DNA. Standardvorgehen, VJ. Wer weiß, was sie finden. Hallo? Ist da jemand? Ich komme grad. Tigerli? Ja? Die Stimme kenne ich. Das ist Rebecca. Die mich immer in die Warteschlaufen abschiebt. Tut mir leid, der Drucker. Wie kann ich helfen? Grüezi, Frau. Konzett. Hey, Rebecca. Hallo? Frau Konzett. Ja? Fiona Barbonegra, Kriminalpolizei Zürich. Wir möchten mit der Geschäftsleitung sprechen. Polizei? Ja, genau. Polizei. Warum? Würden Sie bitte Ihren Chef melden, dass wir hier sind? Ah ja, natürlich. Einen kleinen Moment. Was ist so schwer daran zu verstehen, dass ich nicht möchte gestört werden, Rebecca? Polizei. Die Polizei ist da und... Wer sind Sie? Zivilbegleitung. Aha. Und 2 Beamte in Zivil. Das ist mal etwas Neues. Beamtin in Zivil. Miranda, Miss Undercover. Reinschicken. Der Herr Meyerhofer... Wir haben's gehört. Bis nachher, Rebecca. Erste Tür links. Entschuldigung, kennen wir uns? Schätzeli, ich sage nur... Da la 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 da da la 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 la. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Sie müssen den Stuhl ein bisschen hinterher ziehen. Merci, es geht. Ich sehe nicht. Ja. Meyerhofer, Konrad, wer ist zuständig? Ich! Könnten Sie sich vielleicht einigen? Fiona Barbonegra, Kriminalpolizei Zürich. Es geht um einen Entführungsfall. Was? Nein. Doch, es geht um Marie, Tochter von ihrer Putzfrau, der Frau Sandrine Lacroix. Echt jetzt? Das ist ja furchtbar, die arme Frau. Ja, es tut mir wirklich leid, aber ich sehe nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen soll. Naja, einer ihrer Firmenwagen wurde vom Täter benutzt. So ein Ja, unsere Firmenflotte ist in der Tiefgarage stationiert, das stimmt. Wenn ein Auto aufgebrochen wird, ist das zwar ärgerlich, aber in dieser Gegend auch keine Seltenheit. Das Auto wurde nicht aufgebrochen. Im Empfang vorne den Schlüssel zu stellen, wäre eine weitere Möglichkeit. Liegen alle in einer Schublade. Fahrlässig. Bis jetzt hat es verhebt. Auf alle Fälle brauchen wir eine Liste ihrer Mitarbeiter und wer sonst noch Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten hat. Rebecca, ich brauche 2 Listen. Eine von allen unseren Mitarbeitern und eine von allen Personen, die Zugang zu unseren Büros haben. Wird sofort erledigt. Wann soll die Entführung stattgefunden haben? Vor 2 Tagen.
Und zwar mit einem Skoda Octavia, schwarz, keine Nummer. Wir haben nur ein Skoda Octavia. Plus ein BMW und ein Mercedes, je nach Kundensegment. Wenn Sie wissen, was ich meine. Also, laut unserem Logbuch hat in den letzten 5 Tagen niemand den Karren gefahren. Hä? Vermutlich hat der Entführer vergessen, den Eintrag zu machen. Kann in der Hitze des Gefechts schon mal passieren. Versuchen Sie komisch zu sein. Ich scherze nie. Also, wann kommt diese Liste? Rebecca, wo bleiben die Listen? Also, wenn wir jetzt sowieso gerade warten müssen, hätte ich eine Frage an Sie. Herr Meyerhofer. Oh je, Miranda. Und Sie sind? Miranda Vittoria Larissa Lagagna Estrania Fernandez. Momentan gerade Undercover-Agentin und Detektivassistentin. Und was wollen Sie von mir? Eine zahlbare Wohnung. Sie haben meine alte Wohnung renoviert und dann den Mietzins verdoppelt. Ich finde das unanständig, unmoralisch und asozial. Der Markt diktiert Mietpreise, Frau Miranda. Als Vermieter sind uns da die Hände gebunden. So ein Blödsinn. Sie machen die Preise, nicht der Markt. Ja, natürlich, wenn wir alle ein bisschen verdienen. Der Mensch lebt nicht nur von Luft und Liebe, nicht wahr? Der Mietzins verdoppeln, das ist mehr als ein bisschen. Nach einer Renovation ist das leider sehr häufig der Fall. Wir bedauern das natürlich sehr, gerade bei langjährigen Mietern. Ihnen. Rebecca, kommen die Listen? Sie heucheln. Sie sind ein Miranda, raffinierter, verantwortungsloser, egoistischer... Miranda, das bringt doch nichts. Herr Meyerhofer, wo ist Ihre Assistentin? Schauen Sie, ich bedauere das mit Ihrer Wohnung sehr. Ich kann Ihnen eine Alternative anbieten, wenn Sie interessiert wären. Wunderschön gelegen, preisgünstig, in einer ländlichen Umgebung und hervorragend an öffentlichen Verkehr angebunden. Unterstellen Sie sich. Aargauer Hinterland, wo keiner wohnen will und etwa alle 2 Stunden ein Bus fährt? Es gibt sogar einen stündlichen Bus bis zum Abend um 6 Uhr. Das wäre doch etwas für Sie. Landluft, Kühe und eine Wohnung, die nicht nur eine Wohnung ist, sondern ein neues Daheim. Danke, Diggerli. Gern geschehen. Dein Telefon. Oh ja, stimmt. Sorry, das muss ich abnehmen. Oli? VJ, hast du etwas? Wir sind dran. Mach vorwärts, damit normal. Es geht um meine Tochter. Fiona, ich gehe los. Und bring gleich diese Listen mit, wenn du zurückkommst. Ja, mach ich. Frau Miranda, schauen Sie, wir finden ganz bestimmt eine gute Lösung. Hey, los, Good News. Wir haben den Karren gefunden. Der vom Entführer? Ja. Und Marie? Leider noch nicht. Wenn ich sie nicht bald finde, dann drehe ich durch. Ja, das verstehe ich. Hey, ich melde mich wieder, versprochen. Hallo, Rebecca? Hallo? Hast du die Liste ausdrucken? Wo ist die? Kaffee ist noch warm. Jacke und Handtaschen sind aber nicht zu sehen. Oh, fuck, die haut ab! Verdammt, Rebecca! Rebecca, bleibst da! Fiona? VJ, was ist los? Die Rebecca, die haut ab. Die Empfangsdame? Aha. Scheiße, halt sie auf! Ja, ich versuch's. Nicht versuchen, VJ, machen! Super. Fuck. Hey, die haut mit dem Skoda ab. Wieso ist das Auto noch nicht beschlagnahmt? Wo ist das fucking Team? Stau, Pause, Achtsamkeitskurs. Echt jetzt? Ich weiß es nicht, VJ. Mann, ich nehm Verfolgung auf. Mit deinem Kiefer? Bist einfach ruhig, Fiona. Ich schicke lieber Verstärkung. Wir tracken deine Handy. Ja, sofern nicht alle beim Bulle-Yoga sind oder so. Fuck. Hopp, Käferli, das schaffst du. Die hat zwar Vorsprung, aber wir holen die Rebecca locker. Ich glaube an dir. Hopp. Nicht jetzt, fuck. Ah, okay. Da vorne ist sie. Ja. Oh, ganz schlechtes Timing. Sandrine, was ist?
Ich wollte nur fragen, ob du und deine Polizistin etwas herausgefunden habt. Kennst du Rebecca Konzett? Könnte sein, dass ich sie schon mal getroffen habe. Hey, los, ich habe echt keine Zeit für dumme Spiele. Kennst du sie, ja oder nein? Wo bist du überhaupt? Bist du in deinem Käfer? Tönt, als würdest du in einer Ravioli-Dose hocken, die der Berg aber rollt. Fuck, ich höre. Die Rebecca ist die Ex von Martin Meyerhofer. Der Junkie-Sohn, der mit dir den Zug gemacht hat. Interessant. Ja. Sie hat ihn ein paar Mal besucht und wir haben uns angefreundet. Das ist alles. Sag mal, die arbeitet doch beim alten Meyerhofer. Bist du bei ihm gewesen? Hätte die Rebecca einen Grund, Marie zu entführen? What? Ist sie es gewesen? Hätte sie einen Grund, Sandrine? Nein, eigentlich nicht. Was heisst eigentlich nicht? Wir sind Freundinnen geworden. Sie hat mich manchmal zu sich heim eingeladen. An einem Abend bin ich spontan bei ihr vorbei. Sie hat mich zuerst gar nicht reinlassen. Habe ich mega komisch gefunden. Aber es hat in Strömen geschifft und sie hat es sich dann doch noch anders überlegt. Also gut, komm rein. Easy. Ich bleib nicht lang. Es ist wegen Martin. Nein, druck da wieder. Sieht schwer danach aus. So ein verdammter Seich mit diesen Scheissdrogen. Die B hat das ja sozusagen geschafft. Trinkst du etwas? Hast du ein Bier? Ich gehe schnell schauen. Ich glaube schon. Kein Stress. Feldschlüssel oder Quellfrisch? Bedi? Geh schnell runter. Ich komm grad wieder. Okay. Was ist denn das? Bank of the Cayman-Inseln. Trafalgar Consulting. Oh, fuck. Der lagert ja richtig schön Geld. Hey, was machst du da? Der Laptop war aufgeklappt. Mann, steck deine Nase nicht in Sachen, die dich nicht angehen, okay? Okay. Da, dein Bier. Also, was hast du von Martin erzählen? Ist aber ziemlich viel Geld auf dem Konto. Ich verwalte privat nur ein paar Konten für ausgewählte Kunden. Das glauben die nicht. Wenn ich es doch sage. Machst du noch ein bisschen Stutz nebendurch? Ich nehme an, schwarz. Sandrine? Echt jetzt? Komm, wir sind Freundinnen. Okay, kein Wort zum Martin. Sein Vater darf das unter keinen Alles Umständen. klar. Erzähl jetzt. Ich schalte ab und zu so ein Fake-Wohnungsinserat. Echt? Krass. Wie funktioniert das? Also, du bietest eine billige Wohnung an einer super Lage an. Nicht zu billig, weil sonst werden sie misstrauisch. Und weil ich, die Vermieterin, angeblich im Ausland lebe, nur mehr Kontakt. Und wenn sich die Leute melden, dann müssen sie zuerst Kaution und 2 oder 3 Monatsmieten überweisen. Und dann bricht der Kontakt ab. Schlau. Aber du hast doch einen guten Job im alten Meyerhofer und verdienst gut. Als Empfangstübli? Da wirst du doch nicht reich. Meinst du, ich will ewig in dieser Zweizimmerwohnung bleiben? Sandrine, wenn du noch mehr so Storys auf Lager hast, dann spuck's raus. Jetzt! Das gibt's doch gar nicht. Es geht um deine Tochter, verdammt normal. Ich habe doch nicht im Traum daran gedacht, dass Rebecca etwas mit dieser Entführung zu tun hat. Ob das wirklich der Fall ist, versuche ich ja gerade herauszufinden. Falls ich schaffe, sie anzuhalten. Fuck, die fährt ja viel schnell. Shit. Ja, und dann hat sie erpresst, Rebecca. Spinnst? Sie hat mir ein bisschen Geld angeboten, wenn ich verspreche, den Latz zu heben. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Ich konnte den Stutz gut brauchen, also haben wir einen Deal gemacht. Und ich habe mit niemandem darüber geredet. Ich schwör's. Ja, und darum flüchtet sie, weil sie meint, die Polizei sei wegen ihrem lukrativen Nebengeschäft auftaucht. Klar. Fuck, hey, schick mir sofort ihre Telefonnummer. Jetzt, ich warte. Ja, komm sofort. Anko, danke, tschüss. Mann, jetzt nimm endlich ab, hey. Fuck, die fährt wie eine Gestörte. Ich habe nichts mit dieser Entführung zu tun. Ich weiss, Rebecca, darum rufe ich ja an. Wir sind nicht wegen diesen Fake-Wohnungsinserat zum Meyerhofer gekommen, bitte. Hey, Alter, und wir reden über alles. Wenn du von meinem Nebenverdienst weisst, dann weiss es sicher zu mir auch schon. Und warum hat Sandrine nicht einfach ihr dummes Maul haben? Es ist nur Geld. Halt an, Rebecca, bitte, wir finden eine Lösung. Das kannst du vergessen, ich gehe nicht in den Knast. Warum? Wäre doch nicht so schlimm. Ich schätze 5 Jahre, also maximal, glaub ich. 5 Jahre? Rebecca, Achtung, Kurve! Rebecca!
Fuck! Das ist einfach nur furchtbar. Die arme Rebecca. Sie sind sich nachgestanden? Nicht so, wie Sie meinen. Sie wäre mal fast meine Schwiegertochter geworden, wissen Sie. Was ist passiert? Hat leider nicht geklappt. Mein Sohn hat... Ja, er hat Probleme gehabt. Aber ich habe immer gehofft, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen. Abgesehen davon, dass sie eine hervorragende Mitarbeiterin ist. War. Der Wagen ist komplett ausgebrannt. Die arme Rebecca. Es tut mir leid. Sie erreicht mir die Hause. Noch etwas wäre. Keine Spuren, VJ. Alles verkohlt. Die Suche nach DNA können wir uns sparen. Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Vijay, es ist jetzt morgen um 8 Uhr und ich bin da beim alten Meyerhofer. Ich putze 2-mal in der Woche seine Luft und... Du musst sofort kommen, hast du verstanden? Sofort! Es ist etwas passiert. Susanne, beim Vijay geht es oft heiter zu und her. Jetzt am Schluss war das ja schon tragisch. Der Todesfall von Rebecca. Und wenn ich noch was dazu sagen darf. Bitte? Also oft ist ja ein Krimi so, jetzt zum Beispiel bei einem Musil, auch mal so einen Zürcher Detektiv zu nennen, der bei uns produziert wurde, dass man so von A nach B, Pontius zu Pilatus rennt und nicht wirklich weiterkommt, immer wieder eine Frage stellt und so. Und das ist jetzt auch mal ein Fall, der Vijay verfolgt sie mit dem Auto, telefoniert mit ihr. So eine gewisse Mitschuld an der verpassten Kurve ist schon da. Also ich finde es noch spannend, dass wirklich ein ganzer Lied, eine ganze Spur jetzt in Flammen aufgegangen mit Mitschuld von Vijay. Wird interessant, jetzt mal Krimi gebaut, jetzt mal anders als ich irre mich nur oder jemand sagt nicht die Wahrheit oder ich habe eine sonst wie falsche Fährte. Ich hoffe für dich sehr, dass er das jetzt nicht gehört hat, weil sonst wird ihn das belasten. Weil, kleiner Spoiler, es wird auch im 4. Teil etwas geben, wo man sagen könnte, Vijay, ja, vielleicht, aber das ist, nein, wir verwechseln jetzt Ursache und Wirkung nicht. Die ursprünglichen Verbrechen sind immer noch, Rebecca hat einfach Scheiß gebaut, es hat auch niemand sie gezwungen zu fliehen und sie muss auch nicht, während sie in aufgeregter Fahrt davon braust, den Anruf von Vijay annehmen. Aber du hast schon recht, er sollte ihr nicht unbedingt mit 5 Jahren Gefängnis drohen in dem Moment. Ich finde bei diesem Moment so besonders, wo ich sage, naja, 5 Jahren. Was? 5 Jahre? Das meine ich, ist auch vom Leonardo Nicro, der den Vijay spricht, quasi in den Text noch so eingeschrieben worden. Zumindest, dass es dieses Vielleicht noch dahinter schiebt und so. Genau. Sehr schön, darf man nicht sagen, aber ja, das immer wieder bei dem Balanceakt. Genau. Aber zum Thema Balanceakt, was ich auch bemerkenswert finde an der Folge, eben dieses Nebeneinander. Wir haben wieder Miranda, die wirklich ganz groß aufspielt. Fiona, dann großes Highlight für mich, die beiden Drogendealer. Nachher unbedingt noch drüber sprechen, auch wie ihr es gemacht habt. Aber auch selbst da gibt es so andere Abstufungen wie diesen schmierigen Immobilienverwalter, Besitzer. Und jetzt aber Rebecca und Sondrin, die ich doch finde, das sind jetzt recht echte Menschen. Das ist spielt nicht nur eine lustige Tonspur, ein lustiger Bass drunter mit. Und wiederum sehr erstaunlich, wie das alles so geht und vielleicht sogar besser. Ich finde es eigentlich sogar angenehm, dass Sondrin und Rebecca dann doch recht seck und ernst sind als Figuren. Dass nicht alles Kasperle-Theater ist. Aber das kann man fast durchziehen. Also du hast jetzt eigentlich die 2 jungen Frauen schon benannt, die das ganze Stück über eigentlich auf einer sehr ernsthaften Färbung unterwegs und Angegriffenheit. Und Meyerhofer eigentlich auch.
Ich glaube, das ist einfach schon im ganzen Setting, im Figurenensemble ist klar, wer eher so die komödiantischen Parts übernimmt und wer die tragischen. Und damit sind wir eigentlich bei Shakespeare. Geben wir doch mal recht, da hast du ja auch bei Viel Lärm um nichts oder ich weiß nicht, da hast du immer die wirklich ernsthaften Intrigen und daneben hast du die komödiantischen Parts, genau. Hand in Hand. Und es braucht alles zur Auflösung am Schluss. Stimmt. Zusammenführung, eher, genau. Hey, die beiden Drogendealer. Tiss und Toni, ne, sind super, ja. Ich habe es wirklich, wirklich geliebt. Mir gefällt die ganze Szene. Ich finde davor den Dialog mit Paradise noch schön, wie er die Langstraße runter, ich weiß gar nicht, ob der Langstraße ist, aber er läuft da runter, wird von einer Prostituierten angesprochen. Finde ich wirklich einen sehr gut geschrieben, auch gut gespielten Dialog. Und dann ist man noch ein bisschen mehr in einer normalen Realität drin. Und dann kommt man zu diesen beiden Flitzpiepen. Ich war halt total bei Tim und Struppi, Schulz und Schulz heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Schulz und Schulz, Tim und Struppi gelesen. Dupont und Dupont auf Französisch. Ja. Also so zwei Detektive, die genau gleich aussehen. Und der zweite sagt dann, der erste sagt was und der zweite sagt dann immer, und ich würde, wie sagst du mal, ja, nein, ich würde sogar sagen, sagt dann nochmal genau das Gleiche. Also muss dieses Spiel mit Wiederholungen, mit kleinen Fehlern. Und das fand ich wahnsinnig gut bei den beiden Drogendealern, wie die das gemacht haben. Ganz kurz, Annika und Vijay. Annika sage ich schon Paradise, aber es ist dieselbe Sprecherin, Sabrina Amali. Schön, wenn du das so einen lebensechten Dialog findest, weil wir mussten die beiden leider getrennt aufnehmen. Das ging dispositorisch nicht anders. Das heißt, Vijay hat die Szene alleine gespielt und Sabrina, ich verwechsel immer Rollennamen und Klarnamen, Echtnamen. Paradise und Vijay haben jeweils getrennt gespielt, aber schön, dass es funktioniert. Ich fand es auch ganz gut. Hätte übrigens ohne eine drunterliegende Ambi und eine Arbeit mit Tiefe und Nähe von den Stimmen nicht funktioniert. Also das klang ganz schrecklich am Anfang. Ich dachte schon, Susanne, jetzt hast du einen Fehler gemacht, die beiden nicht zusammen aufzunehmen. Aber das hat das dann alles dann doch nochmal verschmolzen. Und Tiss und Toni, ja, du sagst, das sind Schulz und Schulz. Und ich habe immer Fiedel Dumm und Fiedel Dai vor Augen gehabt. Diese zwei Figuren, die Alice im Wunderland oder Alice hinter den Spiegeln ist, glaube ich, begegnen und die eigentlich auch ein Wesen sind, verteilt auf zwei Körper. Und bei Tiss und Toni war das im Text so angelegt, dass die sich oft wiederholen. Aber ich muss schon sagen, wir haben das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil Michael Schertenleib und Dashmiris Temi, die das spielen, da auch viel Freude dran hatten und dann sitzt man halt wirklich zusammen, steckt die Köpfe zusammen, der Leonardo hat auch mitgemacht und dann braucht man halt nur die halbe Stunde zu sagen, hier sagst du klar, dann sage ich auch klar und dann sagt der Dritte, hier sage ich auch klar, okay, dann geht's das weiter, cool, also dann haben sie angefangen, das noch auszubauen und das dann auch in Rhythmus zu kriegen, da ist es dann von wegen mehrere Durchläufe, da ist oftmals der Erste der Beste. Weil sie so aufeinander hören müssen und weil manchmal so komische Sachen, wenn sie jetzt nicht ins Wort fallen und alles auseinanderbricht, aber ansonsten der Witz und die Freude an sich selber ist dann meistens im ersten Take der Beste als im fünften. Das stimmt, ist einfach nicht eingespielt, das macht es viel besser. Das ist nicht eingespielt, genau. Viel lebendiger und viel aufmerksamer. Und trotzdem hat sie aber so eine, die formale Note müssen sie ja trotzdem einhalten, genau. Das ist eine schöne Mischung. Hoffe ich. Also ich habe an denen auch richtig viel Freude gehabt. Für mich war es wirklich ein totales Highlight von der Folge. Spin-off, Sunil. Ja, ich finde halt auch so toll. Ich meine, es sind ja trotzdem Drogendealer, das ist trotzdem eine reelle Szene. Der Sunil will auch was von denen. Die sind auch bedrohlich, die sie dann fragen, ist ein guter Freund von uns, der Junior, aber wir wollen ihn gerne mal wiedersehen. Wir haben schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und irgendwie, es kippt nicht in den reinen Klamauk raus, aber irgendwie erhebt es auch über die ganz alltägliche Szene hinaus. Irgendwie ein ganzes Stück wird er wahrscheinlich auch nicht gehen, aber so als Moment finde ich es mir wirklich sehr, sehr gefallen. Na, wart's mal ab, ob nicht doch ein ganzes Stück geht. Ich habe, glaube ich, vorhin irgendwann mal Meyerhoff gesagt, aber natürlich ist Meyerhofer der Immobilienheini, genau. Hey, Musik wollte ich mal noch ansprechen. Finde ich auch hat der Martin Betzler wieder gemacht, wie bei den ersten beiden Teilen. Eine ganz tolle Mischung. Also immer wieder viel indische Musik. Ich glaube, Martin hat ja zumindest für den ersten Teil auch wirklich Musik in Indien bestellt, quasi komponiert und dann in Indien einspielen lassen. Das Bild übrigens für die Illustration für den Podcast hat ja auch eine indische Illustratorin für uns gemacht. Genau. Schön. Auch eine internationale Produktion. Internationale Produktion, genau. Ja, ich finde, mir gefallen ganz oft die indischen Einsprengsel, die Mischung, wie es ganz oft für Stimmung sorgt, für bedrohlich, für unangenehme Stimmung, für Action. Die Verfolgungsjagd
Bin zum Beispiel ganz spannend beim Hören, muss manchmal genau hinhören, ist da überhaupt noch ein Auto da oder macht jetzt alles die Musik? Nein, ist doch ineinander verwoben, oder? Ja, ich bin unglücklich mit Autos, deswegen gucke ich nur so zerknirscht. Aber ja, du hast vollkommen recht. Hat gut verwoben für mich. Und dann noch so ein Highlight wie die Szene beim Immobilienhai, wenn Miranda dann die Gunst der Stunde nutzt und gerade noch eine Wohnung abziehen möchte und er dann sagt, ja, du kannst ja aufs Land ziehen, in den Aargau. Und sie es dann vorstellt und wirklich totalen Film reinbekommt. Ich glaube, Dimitri Stapfer, der macht es ja sehr gut, aber jetzt den Text leer mit ein bisschen Raumambis wäre nicht so viel. Und dann bringt der Martin Betzler da so Flamenco-Musik hin, die eine unglaubliche Emotionalität reinbringen und so ein Getriebensein, was irgendwie total zum lateinamerikanischen Temperament von Miranda passt, aber natürlich geografisch eigentlich wieder überhaupt nicht, weil sie aus Brasilien ist, aber es ist noch wieder egal, weil eher das durcheinander geht in dieser multikulturellen Langstraße, wirklich totales Highlight. Ja, also ich erinnere mich noch an die WhatsApp-Nachricht von Martin mit der Frage, ob das für diese Szene zu viel wäre oder zu viel Comic. Und ich fand sie auch großartig. Diese Ohrfeige, mit der Vijay Miranda befreit aus ihrer Hyperventilation, das war auch ein Impro im Studio. Also er hat sie jetzt nicht geschlagen, aber er hat gesagt, hey, es wäre doch super, wenn ich einfach sie zurückhole und sie sich dann sogar noch dafür bedankt. Eine meiner Lieblingsszenen. Und der Martin bedient das halt voll, weil das ist auch wieder eben Meyerhofer spielt was Ernsthaftes, Miranda geht voll drüber und die Musik greift das genau auf und dann hat sie auch noch so, wo sie mal fast abzusterben droht, wenn er nämlich sagt, Mieter, Musik, turned down und dann und Mieterin und dann sind wir wieder im Fahrtwasser. Das sind so Spielereien, wo ich dann auch immer denke, der Musiker oder die Musikerin hat auch zu Hause sich anstecken lassen von so einer Detail- und Spielfreude, genau. Und schaut, dass es da zusammenkommt und also ich finde die Musik von Martin, ich finde sie meistens sehr gut. Er macht ja doch regelmäßig bei uns Hörspielen. Und hier wusste ich einfach, er wird das ganze Grundsetting, was die Vijay Kumars Krimis brauchen, mitbringen. Aber er hat auch mir viel geholfen. Ich habe ja szenisch Musik angelegt. Oder wenn ich denke, da bei Olli in der Party, da steht ja nur drin, da läuft Rockmusik und so. Dann kann ich so Sachen hinwerfen. Oder jetzt hier in der Bar mit Vijay und Fiona, wenn die sich unterhalten, läuft da im Hintergrund so aktuelle Musik. Dann dachte ich, ja, jetzt habe ich gerade Liso und das ist so ein sexy Lied, das muss jetzt noch für die Kuschelszene, wie wir sie ja nennen, für die Zoom-Szene weitergehen. Aber wie schneidest du sowas dann ab? Klar klingelt das Telefon, du könntest den Song einfach kappen oder ausfaden, was jetzt, Achtung, schon ein bisschen 1950er-mäßig wäre. Und der Martin kann das dann halt... Oh nee, stimmt nicht. Das tue ich uns Unrecht. Das haben wir auch schon gemacht, dass die Musik so anfängt zu dümpeln und zu mümpfeln, habe ich mit dem Tom schon im Studio gemacht. Aber Martin hat ansonsten ganz viel von der Musik, die ich so grob hingelegt habe, Themen aufgegriffen oder schöne Aus- und Einstiege dazu gemacht und an anderen Stellen wieder aus ganz anderen Töpfen geschöpft. Und so wird's da auch recht divers und international, was so anklingt. Und ich finde, das tut dieser Welt sehr gut. Ja. Total. Jetzt habe ich mich ist mir richtig warm geworden. Gut. Und kannst ja auch mal mit Flamenco-Musik unterlegen. Nee, das ist nun wirklich nicht meine Welt. Ah ja, stimmt, das könnte ich machen. Ich dachte, du schlägst mir jetzt vor, ich soll Flamenco tanzen gehen, damit ich mich an die Wärme gewöhne. Hey, jetzt haben wir wirklich immer viel, zu Recht, auch über Musikregie gesprochen, die Sprecherinnen und Sprecher. Nächste Woche haben wir dann den Autor zu Gast. Ja, super. Sunil Mann. Genau, ja, ich freue mich. Und dann soll er uns mal erklären, wie man das so schreibt, die ernsthafte Kindsentführung und daneben den nächsten Spruch. Genau. Also ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.